Der Orthodoxe wippte vor und zurück, federte in den Knien und begann mit einem Headbanging, als gehöre er einer Hardrock-Band an, auch wenn seine herumhüpfenden Schläfenlocken eher an die Dreadlocks der Rastafaris erinnerten. Und dann sang er wie einer, der über Kopfhörer Musik hört und, ohne es zu merken, laut mitträllert. Die Passagiere um ihn herum glotzten ihn an. Hätte ein Liebespaar es hier vor aller Augen getrieben, wäre ihnen nicht mehr Aufmerksamkeit gezollt worden. Eine Flugbegleiterin sprach ihn an, er solle nicht den Durchgang zur Business Class blockieren. Er wolle nur sein Gebet abschließen. Er hielt sich an der Gardine fest, als wäre sie der Vorhang eines Tora-Schreins, als stünde er vor dem Aaron HaKodesh. Er müsse hier beten. Eine zweite Stewardess näherte sich von hinten mit einem Trolley. »Er möge sich doch endlich setzen«, rief Ethans Nachbarin. »Wieso sie sich denn einmische?« fragte der Orthodoxe. »Ob sie heute schon gebetet habe? Und ob der da«, er zeigte auf Ethan, »bereits seinen Pflichten nachgekommen sein und die Tefillin angelegt habe? Sei er etwa kein Jude? Er sei durchaus und um nichts weniger als einer, der rabenschwarze Kleider und eine polnische Pelzmütze trage«, sagte Ethan Rosen. »Und er habe die Gebetsriemen an diesem Morgen nicht umgebunden, ebenso wenig wie am gestrigen, und er werde sich auch in den nächsten Tagen keine umschnallen. Er stehe nicht auf Leder.« »Ob die nicht aufhören könnten?« fragte hierauf der Taucher aus der vorderen Reihe. Er wolle jetzt in Ruhe sein Bier trinken. Sein Nachbar, der Pilger, nickte. Der Fromme beachtete die zwei gar nicht, hob stattdessen die Hand und die beiden Wiener und die Flugbegleiterinnen verstummten. Er sah zu Ethan Rosen, als hätte er das ganze Ritual nur begonnen, um ihn zu provozieren, als wäre es seit Anbeginn der Zeiten nur darum gegangen, diese jüdische Seele zu retten. »Was aber«, sprach er, »wenn jetzt hier aus der Business Class unser Vater Abraham hervorkommt und dich fragt, sag, hast du heute früh schon Tefillin gelegt?«